Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr diese tolle neue Folge Viva la Movilusion und Herz. Ich bin der Kani, man hört schon meiner zärtlichen Stimme. Vielleicht ein bisschen schwierig, weil die ein wenig geschädigt ist vom Wochenende. Da habe ich viel schreien müssen, weil mich mein heutiger Begleiter aus dem Podcast recht aufgeregt hat, nämlich der Seppi. Hi. Hey, grüß dich, gut. Ich bin der heutige Haut schon mal gut an. Der heutige, ich kann es nicht sagen. Ich bin optimal vorbereitet auf einen Podcast, offensichtlich mit einem riesengroßen Sprachproblem. Ja, du sollst, wir haben ja eigentlich gesagt, dass du vor jeder Aufnahme eine Stunde beim Logopäden sitzt. Ja, aber du hast es schon gesprochen, das Wochenende war hart. Ja, aber nur, weil mich du aufgeregt hast. Ja, tja. Aber so kennt man Seppi, er geht jedem auf die Nerven und dann muss man einfach mal ein bisschen zusammenschreien. Und heute ist eine besondere Folge, wieder mal eine besondere Folge, denn wir haben zum einen Gast dabei. Das ist schon mal besonders, aber noch besonderer ist, wir bedienen heute eines unserer Formate, das erst aus einer Folge besteht. Nämlich das Format Wer bist denn du? Wir haben nämlich heute Daniel Alvarenga dabei, seines Zeichens Regisseur von Hundswut, den wir letztes Jahr in Vilsbiburg sehen durften. Da habe ich einen Daniel auch kennengelernt. Der Seppi hat ihn vorher schon erkennt. Diese kleine Anekdote werden uns sicher später mal noch zum Besten geben. Und jetzt sagen wir einfach mal Servus Daniel, schön, dass du da bist. Servus, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ja, klaro. Wer so einen Film wie Hundswut abliefert, der muss direkt mal bei uns da einer und verzeihen, was das eigentlich soll. Das klingt jetzt mehr nach Drogen wie nach Freudigen. Nein, aber ich fordere zumindest da eine Erklärung. Ich hoffe, dass es da geben kann. Ich denke schon. Ja, wie vorher gesagt, ich habe Daniel damals kennengelernt auf der Premiere, war auch eine Premiere, oder, in Vilsbiburg? Ja, das war unser Kinotour. Ich glaube, Vilsbiburg war sogar noch vor Premiere, also vor dem offiziellen Kinostart. Ich weiß gar nicht, wann es war, aber ich glaube, es war noch vor Premierentour. Also ja, das lief exklusiv. Lief ja unter Leberkäse und Leinwand, glaube ich, heißt der Ding da. Ja, genau. Ja. Also für alle, die es nicht kennen, im Cineplex, vor allem in Vilsbiburg, ob es Erding und Neufond jetzt auch machen, weiß ich gar nicht 100%, aber da gibt es immer wieder mal ein Leberkäse und Leinwand-Event und da werden dann deutsche Filme gezeigt und oft einmal in Begleitung von Schauspieler, Regisseur, Produzent. Damals waren dabei 3 Schauspieler oder 4, du und der Produzent, glaube ich, oder? Ja, der Thomas, der Produzent, war dabei, Christine Neubauer war da, ich glaube, genau. Der Christian Swoboda, also unser Bürgermeister. Ja, genau, der war noch da, genau. Lass mich überlegen, ob noch wer war. Vielleicht waren es bloß mir. Das kann ja sein, weil ich glaube, mehrere habe ich jetzt auch noch mit im Kopf. Aber ich habe sowieso ein schlechtes Gedächtnis, das kommt auch noch dazu. Ja, es waren insgesamt 50 Termine, also komm ein bisschen ins Schwimmen. Ich war nicht bei alle dabei, also. Frechheit eigentlich. Eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Ich wollte eigentlich neu von mir Groupie. Ja. Ja, ich war ganz überrascht, weil wir gehen dann ein in dieses Event, da gab es vorher schöner Empfang mit Häppchen und Bierchen und so. Und dann sind wir halt vorgestellt worden und dann der Seppi, hey, habe ich dir Servus? Und ich mir so, wieder schon uns, Seppi, verkehrt, in welchen Kreisen er so verkehrt, kennt gleich sämtliche Regisseure. Vorher kennst du eigentlich erst 2 eigentlich, verzeih einmal. Oder verzeiht es 2 Mal, da darf jeder was sagen. Ja, ich habe ihn ja auf der Premiere gleich gar nicht erkannt, weil es schon so lange her war. Ich war nur so bekannt ist er mir vorgekommen. Und dann ist er umgekommen, der Daniel. Hat sie nochmal vorgestellt in meinem Siebgedächtnis. Ja, ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, muss ich dazu sagen. Magst du die Geschichte erzählen? Du hast, glaube ich, sogar mehr Hintergrundwissen, weil von euch ist das Ganze ausgegangen. Ich war da quasi nur Arbeiter. Ja, ich kann mal anfangen. Wir ergänzen uns einfach gegenseitig in der Geschichte. Genau. Der eine oder andere hat es ja schon vielleicht einmal mitgekriegt, dass ich ein bisschen Musik mache nebenbei. Mit Everybody Needs a Hobby. Und unser Gitarrist, der Nils, der ist da eines Tages auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich kenne da wen. Und er hat da bei dir einmal als Nebendarsteller, war er nicht unbedingt Statist. Premium-Nebendarsteller. Premium-Nebendarsteller mitgespielt in einem Film. Und so habt ihr euch kennengelernt. Mhm. Aber das kannst du vielleicht mal schnell erzählen, wie das vonstatten gegangen ist. Ich glaube, das war so ganz klassisch über Facebook. Ich habe das so ausgeschrieben. Es gibt da so Ringsburger Künstlergruppen, glaube ich, so genreübergreifende, also wo von Musik bis Film alles drin ist. Und da habe ich einfach tatsächlich nach Statisten gesucht, weil ich habe 3 Kurzfilme gedreht, die eine Trilogie waren letztendlich, also mit teilweise übergreifender Handlung, und wir haben im
dritten Teil davor eine Psychiatrie-Szene draht und da habe ich quasi nur Patienten braucht. Und das hat anscheinend auch gesprochen. Naja, das trifft voll nicht sein naturell. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich da jemanden sehe, dann Nils, ja. Es hat er wirklich großartig gemacht. Also komplett improvisiert, hat dann irgendwelche Kartenspiele erfunden mit abstruse Regeln, die nur er verstanden hat und irgendwas gewürfelt. Also es schaut wirklich im Film, es ist eins meiner Highlights im Film. War voll in der Rolle. Ja, Ja, und jedenfalls der Nils hat zu der Zeit so nebenbei noch so eigene Musikprojekte gemacht. Und er hat dann quasi mir gesagt, ich soll mal zu dem und dem Lied einen Gesang machen. Und zu dir hat er gesagt, du sollst zum fertigen Lied ein Video machen, wenn ich mich richtig erinnere. genau. Und so ist das passiert. Und auf einmal waren wir dann in einem Auto unterwegs Richtung Passau, war das, glaube ich, gell? Da habe ich in Fürstenzell noch gewohnt, ja genau. Fürstenzell. Die Gegend war es, ja. Und dann haben wir uns bei dir im Keller eingesperrt. Du hast alles schön dunkel gemacht, schön mit Nebel behangen und hast uns da ähnliche Rollen zugeteilt wie am Nils im Film damals. Ja, genau, richtig romantisch was. Vor allem mit Stroboskop und Nebelmaschinen und war wild auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Video könnt ihr euch natürlich noch anschauen, das ist nämlich auf YouTube. Der Corby beim Schneiden haut vielleicht einen Link in die Shownotes. Ihr findet es aber auch so, das heißt Cryptics Project featuring Broseth und das Lied heißt Voices. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das Video ist wirklich das Highlight vom Lied. Das Lied ist so, Nein, das Lied ist schon saugut. Aber das hast du wirklich damals saugut gemacht. Ich war hin und weg, weil das so gut geschnitten ist und so ein tolles Musikvideo war es einfach. Ja, das freut mich. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, so läuft es. Der Seppi ist sofort in der High Society, wie gesagt, unterwegs. Total. In der High Society. Also bist du dann praktisch vielleicht einmal, dass du dann nur ein wenig vorstellen kannst, jetzt nach der schönen Anekdote, kommst du aus der Musikvideobranche, sag ich jetzt mal, oder und bist dann in die Filme eingestiegen, oder wie ist denn bei dir losgegangen? Woher kommst du eigentlich, dass du dann bei Hundswut mit so namhaften Schauspielern gelandet bist? Musikvideos wollte ich lustigerweise immer machen und ich habe früher selber Musik gemacht, mit mäßigem Erfolg, aber was halt ist, gell? Und habe da immer schon mit Bands zum Tour gehabt und wollte immer ein Musikvideo machen, aber irgendwie haben sie auch nicht so recht gezogen, ja, und dann gerade wenn es irgendwie noch Geld kostet, also auch nur die Umkosten, ich wollte nichts verdienen, oder? Ja, nein, brauchen wir eigentlich nicht. Von daher ist dazu tatsächlich nie gekommen. Der Einstieg in Film war tatsächlich ein schlechtes Wortspiel. Das ist endlich mal ein bayerischer Podcast, da kann ich es, ohne dass ich es ewig erklären muss, so wiedergeben, wie es war. War nämlich ein Kumpel, ich bin in Beratshausen aufgewachsen, Landkreis Regensburg, wenn es die meisten nicht kennen. Und das Nachbardorf heißt Hart und ist halt im, sagen wir mal, örtlichen Dialekt Hoher. Und dann war das Ding, fahren wir auf Hoher und drehen wir einen Horrorfilm. Das war der Ursprung des Ganzen. Sind wir hingefahren, haben zu dritt in 12 Rollen, glaube ich, ein 3-Minuten-Meisterwerk abgeliefert. Mit einer Digicam, das war noch nicht die Zeit, wo Handys Videos gemacht haben, sondern das war eine Digicam. Taschenlampen als Beleuchtung, also furchtbar, kannst du nicht anschauen. Das ist hauptsächlich schwarz und verpixelt. Aber war damals, wir haben das dann auf einer Halloween-Party am nächsten Tag vorgeführt und war ein Riesenerfolg, weil sowas hat es noch nicht gegeben. Und dann haben wir das 3 Jahre lang gemacht, das quasi da eine Trilogie gegeben und dann haben wir einen Agrarwestern draht. Also dann tatsächlich mit Drehbuch und Handlung und war so ein bisschen, ja, ich sag mal, bayerischer Bud Spencer, Terence Hill Film. Also wollte man, gewonnen ist keiner. Und dann hast du schon gemerkt, dass die ersten schon aussteigen. So, ja, da muss ich einen Text lernen und da kann ich nicht die ganze Zeit Zufall sein. Und ich habe gemerkt, Moment, das macht mir Spaß und das kann ich. Und dann war ich so 20 Monate, habe ich schon in Regensburg gewohnt und habe ich so angefangen. Da gibt es so eine kleine, sagen wir mal, Filmemacher-Szene, da ich mit den ersten Kurzfilmen angefangen. Und der dritte davon war dann der, für den es das Lied und das Musikvideo gegeben hat. Ja, und dann ist 2 Jahre später der erste Spielfilm gekommen und quasi der zweite Spielfilm, das heißt der erste, wo ich wirklich dann mit vielen sehr professionellen Leuten arbeiten durfte, war dann schon Hundswut. Also ich bin einfach so aufgestolpert, geschaut, dass ich nicht schlechter werde. Ja, wenn ich mir Hundswut anschaue, bist du auf alle Fälle nicht schlechter geworden. Ich habe jetzt zwar die alten Werke nicht gesehen, die Horror-Trilogie, die hat mich zwar schon brennend interessieren. Die ist nicht besser wie Hundswut, da können wir uns darauf einigen. Okay. Das ist ja, glaube ich, recht schwer. Hundswut ist ja Wahnsinn, das habe ich dann erst eben festgestellt, als wir da in Vilsbiburg waren, dass du das ja vorher als Buchformat rausgebracht hast. Wie ist das eigentlich hergekommen, dass du sagst, jetzt schreibe ich noch schnell Bierchen, dann verfilme ich mein eigenes Bierchen. Also wann hast du irgendwie geschlafen oder so? Das tue ich allgemein nicht viel, weil wenn du Künstler bist und 3 Kinder hast, dann wird es schwierig mit Schlafen.
Na, es ist tatsächlich relativ parallel entstanden. Also es hat quasi Drehbuch-Version 1 gegeben, muss man so schön, mit der gehst du dann hausieren und sagst, hey, das hätte ich vor. Ich glaube, da hatten wir dann mit Version 8 oder so. Und dann kam da so eine kleine Pandemie dazwischen. Und dann war halt nicht klar, machen wir den Film überhaupt? Wenn ja, wann und überhaupt? Und dann war eigentlich die Idee, okay, der Stoff ist da und der ist gut und den möchte ich jetzt sein. Und eigentlich in der Corona-Pause habe ich dann ein Buch daraus geschrieben. Und dass ich da sehr schnell Agenturen und Verlag gefunden habe, war einfach unglaubliches Glück. Also ich kenne andere Autoren, die das schon wesentlich länger machen, die das Glück nicht gehabt haben. Also ich habe im gesamten Verlauf von Hundsrud, glaube ich, einfach unglaublich viel Glück gehabt. Also jetzt auch nicht durch Vitamin B oder so, sondern wirklich durch erstens mal einen guten Stoff produziert und durch wahnsinnig viel Glück gleich mal in irgendeiner Agentur jemand gehabt, der gesagt hat, das Ding brauchen wir. Ja, also beim Buch war es tatsächlich so. Also ich habe natürlich auch viel Ablehnungen gekriegt, aber ich sage mal, alles in einem Zeitfenster von 2-3 Monaten, wo andere halt 10 Jahre lang hier arbeiten. Es wird schon was Gutes gewesen sein, der Stoff, weil sonst langt das Glück allein auch nicht, auch bei den Schauspielern und so weiter. Also die haben schon mitgemacht, weil sie Bock drauf gehabt haben. Ja. Aber ich glaube, du brauchst beides. Du brauchst eine gute Idee oder einen guten Stoff in dem Fall und du brauchst Glück, weil einfach an die Leute hinzukommen. Also ich sage mal, im Drama schreibst du halt nicht einfach mal schnell eine E-Mail oder rufst noch, sondern da musst du erst mal an eine Agentur vorbei und an sonst irgendwas. Und da habe ich einfach, kannst du nur wiederholen, einfach Glück gehabt und dann auch noch das gehabt, was interessiert. Also Kombination macht's. Du hast ja in Hundsrud behandelst du ja auch geschichtlich akkurate Sachen, sage ich mal. Der Rechercheprozess muss ja ziemlich tief gewesen sein, oder? Ja, also ich habe mir natürlich primär, wir können da jetzt spoilern, also wenn er es nicht gesehen hat, der ist quasi selber schuld. Spoilern wir ein bisschen. Also es kommt da der Hexenhammer vor. Und es kommt vor allem der Kniff vor, dass man quasi die weltliche Instanz umgeht, indem man das Ganze nach Kirchenrecht verhandelt und quasi dann den Hexenhammer als Handbuch nimmt. Das war, zumindest zu der Zeit, wo der Film spielt, also 1932, war das problemlos noch möglich. Ich glaube, irgendwann in die 60er Jahre war die Kirchenreform, oder in die 80er sogar, also sehr, sehr spät. Natürlich ist das vorher auch schon immer gemacht worden, das ist auch 32 schon immer gemacht worden, aber es wäre theoretisch bis dahin möglich gewesen. Und das war so die ganze Idee. Und ich sage mal, alles, was dann so passiert, also die Verhandlung, nenne ich mal ganz vorsichtig so, und das Urteil ist quasi nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das wäre die Bestrafung der ihm vorgeworfenen Taten laut Hexenhammer gewesen. Ist das. Ja, und ich habe das Ding tatsächlich gelesen und es wird wirklich von Seite zu Seite krank. Also wer es mal lesen möchte, es gibt es leider immer noch unkommentiert. Kannst du auf Amazon bestellen, ich glaube 58. Auflage. Sonst irgendwas. Und es sind 3 Bände. Das erste geht es quasi grob darum, wie man Hexen erkennt. Das zweite ist so, wie man sie verhört und im dritten, wenn man es umbringt. Und es wird immer kranker und immer kaputter und du denkst einfach nur, warum dieser Wahnsinn überhaupt jemals gedruckt worden ist und warum das einfach das Standardregelwerk zur Hexenverfolgung war. Also es ist vollkommener Wahnsinn, tatsächlich. Und wie bist du da überhaupt drauf gekommen, auf die Idee? Die Idee war ein Radio-Feature. Da ist es um einen der letzten überlieferten oder letzten gut überlieferten Hexenprozesse gegangen. Ist tatsächlich auch um einen Mann gegangen. Also auch Männer sind da quasi, da waren es gendermäßig schon weit vorn. Auch Männer sind als Hexen verbrannt worden. Und das war wesentlich früher, war 1620, glaube ich, und irgendwo im Sachsener Umland. Und das Besondere, deswegen ist es also gut überliefert, das war, heute hat man sagen, ein Social-Media-Prozess quasi. Also die haben wirklich Flugblätter gedruckt, haben sie in Nachbardörfer gebracht, damit möglichst viele Leute zu dieser Hinrichtung kommen. Da hat es dann ein Volksfest gegeben, da ist ein Würstel gebrannt worden, da hat es ein Riesenrad gegeben. Also es ist der vollkommene Wahnsinn. Und das war so mit dem Gedanken schon im Hinterkopf, dass ich gern was zu dieser ganzen Dorfdynamik einfach mal machen möchte. Die 2 Sachen haben dann zusammengefunden. Und dann war das eigentlich die Idee für Hundsrud. Verrücktes Zeug. Da brauche ich dann auch auf alle Fälle nochmal, muss man da nochmal schmerzen, weil ich glaube, die Bücher muss man mal holen, die Trilogie, das interessiert mich. Ja, mir läuft es da bei eiskalt am Bug, glaube ich, muss ich sagen. Ich habe beim Film schon gedacht, aber es danach dann beim Q&A noch ein wenig geredet hast drüber. Und dann jetzt wieder, das schaudert mich richtig. Ja, vor allem, ich bin also jetzt wirklich, vor allem jetzt, das hat angefangen so richtig mit der, weil, sagen wir mal, wenn du auf Kinotour bist, dann sind sie schon nett zu dir, weil, da ist Neubauer und sonst irgendwas und dann ist das ein Event und dann kriegst du im Zweifel die Leute, denen es nicht gefallen hat, die sagst du im seltensten Fall. Wir haben schon ein paar negative Sachen gehabt, aber es ist sehr wenig gekommen, was ich eigentlich schade gefunden habe, weil das oft Gedanken waren, die vielleicht mehr Leute gehabt haben und dann sagen können, hey, das ist so und das haben wir uns dabei gedacht. Teilweise, ich meine, jeden überzeugst nicht, das ist klar, aber ein paar kannst du einfach erklären, was du denkt hast dabei. Und online hat es so richtig angefangen mit der Fernsehausstrahlung.
wo es dann gemerkt hast, okay, jetzt sind ein paar Leute zufällig drüber gestolpert, die nicht vorbereitet waren. Und da sind mir Sachen vorgeworfen worden, was ich doch für ein perverser Kranker bin. Aber genau die Sachen quasi kritisiert worden, die historisch akkurat sind. So, ja, und was mit der einfällt, mit der Folter und sonst was und sowas hätte niemals jemand gemacht. Also ja, doch, schon. Niemals war das vorgegeben. Ja. Die Kirche, die war immer so handsam zu alle. Der Tippsonnes, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil wir spielen ja, wie du vorher schon gesagt hast, 1932, da haben wir ja gewusst, dass da schon ganz ekelhafte braune Letten über Deutschland hinweg gelaufen ist. War das irgendwie bewusst, dass du gesagt hast, die Mehrheit das da in die Zeit mit einbringen oder gab es einen anderen Grund? Weil du hättest es ja, wenn das Recht angewandt werden hat dürfen, in jeglichen Zeitraum einbringen können. Warum hast du das ja gerade zu dieser Zeit spielen lassen? Gibt es da einen Grund? Ja, da gibt es sogar zwei Gründe dafür. Also zum einen wollte ich keinen, ich sag mal, Mittelalter- oder frühe Neuzeitfilm machen, weil ich finde, bei sowas fällt es immer unglaublich leicht, dass du distanzierst. Das sind dann so, ja, ist eine ganz andere Zeit und da hat es ja noch keine Bildung gegeben und die waren alle blöd. Und 32, da ist dann schon, da hat vielleicht der Opa schon gelebt, da weißt, das waren auch schon noch normale Menschen, in Anführungszeichen. Ja. Von daher war auf jeden Fall das die Idee, das moderner zu verpacken oder da hinzuschirmen. Und 32 hat sich natürlich angeboten, weil das Ganze ja, ich meine, wir haben die Nazis irgendwo in München sitzen und gerade so am Dorf war noch nicht so klar, es war schon klar, irgendwas passiert da und es wird ja auch im Film angesprochen, dass man es lieber nicht nach München schicken, weil man weiß nicht, was da so passiert. Auch wenn es da natürlich als Ausrede passiert. Aber letztendlich wollte ich damit auch ein bisschen deutlicher machen, dass genau diese gleichen Strukturen, so dieser Machterhalt und dieses Ausgrenzen von Fremden und dieses Ganze, was halt damals nur die Nazis waren und nicht die normalen Leute, dass es in dem Dorf ganz genauso passiert, auch wenn sie nicht irgendwelche Anbinden haben. Und dass das leider was sehr Universelles ist. Ja, und wenn man sich so schaut, wie die miteinander umgehen, dann, weil du sagst, ein bisschen moderner, dann hättest du es wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit spielen lassen können, wenn ich mir bei unserem Dorf und am Land das ab und zu anschaue, wie da, was da für Gerüchte manchmal Eigendynamik entwickeln. Da sind wir zwar jetzt weit weg von so einem krassen Gerücht wie Hundswut, aber naja, ich finde den Werdegang von dem Gerücht gar nicht so abwegig. Ja, das war beim Schreiben so ein bisschen der Gedanke, oder ich weiß nicht, wie bewusst man tatsächlich schreibt, das ist immer so ein Künstlerding, dass das irgendwann ab einem gewissen Punkt von selber schreibt, aber was ich schon versucht habe, ist, dass ich jetzt nicht den Bösewicht habe, der böse Dinge tut, weil er böse ist, sondern ich wollte eigentlich alles nachvollziehbar machen. Ich wollte jede Figur in ihrem Handeln, auch wenn man es nicht in dem Sinn nachvollziehen kann, dass man es selber so tut, hoffentlich, wollte ich es schon nachvollziehbar machen, dass du sagst, okay, der macht das, weil, und das einen Sinn ergibt, zumindest für die Figur selber. Und dann ist, genau wie du sagst, dann funktioniert das leider in jeder Zeit, weil ich sage mal, dass jeder erst einmal schaut, dass es ihm selber am besten geht, ist halt schon der Standard. In der Regel schon, ja. Da werden wir nicht viele Ausnahmen finden. Außer bei mir, weil ich voller Nächstenliebe bin. Ja, du bist der beste Mensch. Das bin ich ja. Frag mal einer von drei, ist doch gut. Ja. Da haben wir die heiligen 3 zusammengefunden da hier. Und hast du beim Schreibprozess, hast du da schon die Schauspieler im Kopf gehabt, die Rollen mal besetzen sollen, oder hat sich das erst später entwickelt? Tatsächlich, also zu 90% habe ich das für die Leute geschrieben, die es gespielt haben. Habe aber nicht im Traum daran gedacht, dass es tatsächlich dann. Also ich habe mir gedacht, ja, war das cool, wenn das da 3 mitspielen, ja, das kann Neubauer sein und der Lehrer. Und, also das waren Wunschträume. Und dann habe ich natürlich mich bei diesen Leuten gemeldet, weil bei allem, was ich tue, das ist immer so ein bisschen die Mischung aus, weiß nicht, Naivität und Wahnsinn. Ich denke immer, warum unten anfangen? Was ja logisch war, wenn du sagst, hey, du hast einen Film und wahrscheinlich kriegst du keine Förderung, dann fragst du halt erst einmal im Freundeskreis oder was. Dann habe ich einfach klar und 3 mit 2, wenn der Nein sagt, kann ich immer noch nichts anfangen. Und habe oben angefangen, bei den Leuten, die ich im Kopf gehabt habe, und habe halt gehofft, vielleicht sagt einer ja, und das war super. Und es haben halt alle ja gesagt, tatsächlich. Voll geil auf alle Fälle, weil die Besetzung fand ich mega gut. Also die haben wirklich alle gut in die Rollen reingepasst. Und dadurch hast du da unglaublich kurz Schauspiel dabei gehabt, was ja oft einmal bei so großen Erstproduktionen das Problem ist, wie es vorher gesagt hast, du fragst dann ein paar Freunde und dann leider eine unglaublich geile Geschichte und in dem Fall ja ein unglaublich geiles Set, weil ihr habt ja da geile Locations gehabt, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Und dann hätte das alles darunter leiden müssen, dass die Schauspieler halt Spätzeln sind, die nicht Schauspieler sind. Ja, es ist tatsächlich so. Ich meine, es gibt da Leute, die jetzt nicht weltberühmt sind und trotzdem saugut sind. Gibt es mehr als genug.
aber ich sage mal, die großen Namen haben ihre großen Namen ja nicht so, weil es Influencer sind, sondern weil sie halt einfach unglaublich was drauf haben. Und das ist einfach ein schönes Arbeiten und es war natürlich dann auch schön zum Singen, wenn du die ersten Szenen hast mit denen Personen, also es ist gerade so die Paare zum Beispiel oder sowas, oder auch die gegeneinander arbeiten oder der Gemeinderat. Es war einer der ersten Tage, wo wir gleich einen Gemeinderat draht haben und dann hast du da einen Schmidtmark sitzen und einen Schauersepp und einen Tramitz und so weiter und dann siehst du diese Dynamik, die du im Kopf gehabt hast zwischen diesen einzelnen Charakteren, die funktioniert tatsächlich genauso gut und teilweise noch ein bisschen besser. Das ist schon unglaublich schön, das zum Singen. Weil normalerweise schreibst du was und dann ist eigentlich Filmmacher immer so der Kompromiss, dass du möglichst nahe kommst an das, was du im Kopf hast. Und in dem Fall war es halt einfach noch besser als das, was ich im Kopf gehabt habe. Und das ist, ich glaube, das hat man nicht so oft. Bei Hunsrück war ja quasi, das war ja der erste Arbeit mit so einem renommierten Cast, ne? Wie hat sich denn da für die Arbeit unterschieden mit gestandenen Schauspielern und eher im Amateur-Laienbereich teilweise sogar? Was ist da der große Unterschied im Umgang mit die Leuten für die? Ich habe ein bisschen am Anfang die Sorge gehabt, natürlich, ob sie sich was sagen lassen von mir, weil dann hast du halt so Leute, die halt das seit 20, 30 Jahren machen und wissen, wie der Hase läuft und auch wissen, dass ich nicht weiß, wie der Hase läuft. Dann habe ich ein bisschen die Sorge gehabt. Und es war aber überhaupt nicht so. Und es war aber auch nicht so dieses, es ist der Regisseur und damals, was er sagt, sondern es war einfach, ja, es hat sich so über die Kinotour vor allem so dieser familiäre Ausdruck so ein bisschen etabliert, aber es war tatsächlich so. Es war einfach unglaublich auf Augenhöhe, es war unglaublich schön. Und jetzt rein technisch ist halt einfach, du hast nicht beim ersten Mal einen Take, der okay ist und dann schaust, dass du irgendwann auf einen guten kommst, sondern du hast beim ersten Mal schon einen, der eigentlich perfekt ist. Und dann hast du halt noch so, dann holst du noch so diese 10% aus oder diese 2% oder was du halt noch brauchst, dass du denkst, aber dann ist es gigantisch gut. Und da merkst du, es macht nicht bloß mir Spaß, sondern es macht auch die Schauspieler Spaß, weil da gibt es schon auch ein paar, die halt, ich sag mal, in ihren Serienformaten so ein bisschen festsitzen und das darf ich auch so sagen, weil das sagen sie auch selber. Und da halt so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen. Und die freuen sich auch, wenn sie mal aus ihrer Zone raus müssen und einmal ein bisschen mehr dann und zeigen können, was können. Und das ist schon schön. Und natürlich haben wir auch viel Gegentyp besetzt. Also Tramitz als er ist ja kein Bösewicht, aber ich sag mal, in einer negativen Rolle, in einer dramatischen Rolle hast du halt auch noch nicht gesehen. Ja. Genau wie du den Schauersepp eigentlich in den letzten 20 Jahren primär als netten Kerl kennst. Das macht ihnen ja auch Spaß, dass du mal wieder was anderes machen darfst. Das ist schön. Also glaube, damit ist eigentlich meine Frage auch beantwortet gewesen, die ich gleichzeitig mit dem Sepp stellen wollte. War nämlich das Thema gewesen, wie war das mit so, haben sie die einfach was sagen lassen von dir oder haben sie so gemeint, so, was möchtest du jetzt als Newcomer? Ich sag dir schon, wie es läuft. Nein, es hat mir der Brandl Markus hat es mir danach einmal erzählt, dass er in der Mittagspause mal mit dem Tramitz zusammengehockt ist. Und da haben sie geredet, das hat er mir danach mit Einverständnis vom Tramitz hat es mir erzählen dürfen. Weil ich arbeite sehr schnell. Also dadurch, dass ich einfach das Ding schreibe und das Ding drehe und das Ding in erster Instanz auch schneide, weiß ich halt genau, was ich brauche und welche Einstellungen ich brauche. Und ich muss, jetzt machen wir noch vorsichtshalber einen so und dann vorsichtshalber noch einen von der Richtung und so, sondern ich mache halt das, was ich brauche und wenn es passt, dann passt es und das weiß ich sehr schnell. Das heißt, bei mir sind es relativ wenig Takes. Und da hat es wirklich das Gespräch gegeben zwischen denen, so, ja, also glaubst du wirklich, das reicht denen? So, ja, ich weiß auch nicht, aber die sind so nett, da können wir jetzt auch nichts sagen. Ja, jetzt machen wir das halt mal, schauen wir halt mal, was daraus wird. Und also der Markus hat mir es tatsächlich bei der Premiere gesagt, dass er quasi begeistert ist, weil er nicht dachte, er hat schon gedacht, dass das ganz okay wird, aber dass es so gut wird, hätte er nicht gedacht. Und der Tramitz, der war in München dann das erste Mal dabei, bei unserer riesen München Wahnsinnspremiere. Und er hat gesagt, also ich habe gedacht, da kommen 5 Leute, jetzt ist ja ein riesen Kamerateam und sonst irgendwas. Und der war richtig. Er hat gesagt, er mag sie selber nicht in dem Film, aber er mag sich in keinem Film. Okay. Aber er ist echt zufrieden mit dem fertigen Film. Das ist schon schön, wenn du von den Leuten, wo es drauf ankommt, das Kompliment da kriegst. Ja, das glaube ich. Das kann also für die Künstlerseele. Und das sind die kritischsten. Vorher haben wir schon mal kurz angesprochen, wahnsinniges Sets. Wir haben uns gedacht beim Schauen, irre, wo habt ihr das gemacht, habt ihr das bauen lassen oder sonst irgendwas. Für jeden, der den Film schon gesehen hat, der weiß, von was wir reden. Wie seid ihr auf diese Locations gekommen? Darf man da einfach filmen, kann das jeder anschauen? Weil es ist ja nicht einfach schnell irgendwie hingeschissen, sondern das sind ja echte kleine Dörfer. Genau, also wir haben natürlich, wir hätten das Geld überhaupt nicht gehabt, irgendwas zu bauen, zumindest nicht in der Qualität, wie wir es uns vorgestellt haben und haben natürlich dann das große Glück gehabt, dass wir in 2 Museumsdörfer, also Finsterau, das ist ja quasi bei uns da,
in der Gegend, tschechische Grenze, ja, genau. Und Glentleiten, also Murnau, Staffelsee, da oben die Gegend. Da durften wir drehen. Natürlich haben wir ein bisschen improvisieren müssen, weil es halt doch einfach Museen sind und man sieht es ja im fertigen Film, also Leute, die sich aufregen wollen, sagen, ja, es ist aber alles viel zu sauber und so sauber war es ja damals gar nicht. Ist natürlich so, weil es einfach ein Museum ist. Und die waren, als wir angefragt haben, schon sehr zögerlich, sage ich mal, nicht unfreundlich, aber zögerlich, weil halt einfach, du hast die Vorstellung von einem Filmset und leider gibt es genug Filmemacher, auch in Museumsdörfern, also wir haben ein paar sehr unfreundliche Absagen gekriegt, aus genau dem Grund. Sagen halt so, ja, aber da brauche ich jetzt einen Schrank, dann stellen wir halt da mit oder ja, da spackst du mal schnell irgendeine Latten fest, damit es stabil ist. Und ich glaube, wir haben es dann irgendwann geschafft, ihnen klar zu machen, also war ich mit meinem Kameramann hauptsächlich unterwegs, dass quasi wir den Film nach dem Motiv ausrichten und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn halt da ein Schrank steht, dann steht der Schrank da. Und wir freuen uns quasi, dass das echt eingerichtete Räume, Häuser, wurscht, Wiesen sind. Weil du kannst nicht echt da dran und also wenn jetzt jemand das Konzept Museumsdorf überhaupt nicht kennt, die bauen quasi die echten Häuser ab, fotografieren vorher alles und bauen es ganz exakt genauso wieder auf und zwar bis zur Tassen im Schrank drin. Und das Schöne ist, dass gerade für den Star, wo wir viele oder die meisten der Innenaufnahmen drauf haben, da ist es nicht so museal, dass du jetzt quasi überall alles hinter Glas hast und sonst was. Es gibt schon auch, aber es gibt einfach auch viele Zimmer, wo du einfach reingehen kannst und dann schaut es so aus. Und das natürlich, also du gehst in einen Raum rein und der lebt schon selber. Also du hast die Geschichte schon im Raum drin und dann kannst du einfach nur was dazu erzählen. Und das ist halt, also das darfst du in der Kulisse oder in einem Studio niemals so hinbringen. Ja, das sagt man. Also ich war begeistert von den Sets und habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob sie da wirklich so viel Arbeit eingesteckt und habt das Zeug gebaut. Aber dass sie in die Museumdörfer drehen habt, war wirklich pure, auch nochmal perfekt für den Film. Ja, wahrscheinlich sind dann sehen die Leute wieder Olaf Hittenbach schuld, dass in so Museumdörfern nur mal draht werden darf. Nein, es sind tatsächlich, also ich weiß von einem, ich werde den Namen nicht öffentlich nennen, aber ich weiß von einem und da darf es nicht erwarten, weil der hätte es eigentlich nicht nötig, sagen wir es mal okay. So. Ja, der Olaf hat in Fright Nights bei der Premiere von seinem neuen Film ein bisschen verzeiht und da hat er auch in so einen alten Zug drin draht und dann sagt er, die haben halt auch nicht so gewusst, was er da genau macht und dann schauen sie rein und dann ist alles voll mit Kunstblut oben bis unten und er ist gerade noch am Zusammenputzen, es ist zwar alles immer wieder sauber gemacht worden, aber die Leute schauen halt erstmal recht dumm, wenn da so ein altes 100%ig akkurat nachgebautes Teil oder sogar ein Originalteil von 150 Jahren vor mir mit Kunstblut zugeschissen wird. Ja, das glaube ich, das ist noch ein bisschen. Also wir haben tatsächlich einen Kunstblutfleck von unserem Finale hinterlassen. Und da ist dann zufällig genau in dem Moment, wo wir es wegputzt haben, ist der Chef, also der Einrichtungschef vom Museumsdorf gekommen, also ein Burm, lasst es, da in der Früh einen Kies um, das passt schon. Also da waren sie relativ pragmatisch. Ja, immerhin hätte er gleich sauber rasieren können. Ja, nein, also die waren super. Also es war wirklich, also am Anfang hast du schon gemerkt, so die ersten 2 Tage, da sind wir noch sehr begleitet worden. Also offiziell haben wir das alles mit 1000 Verträge unterschreiben müssen. Was eine Auflage war, die absolut nachvollziehbar war, aber natürlich für uns ein bisschen stressig, war, wir durften keinerlei Feuer machen, also weder offen noch geschlossen. Das heißt, alles, was man sieht, jede Laterne, das Feuer am Schluss, alles ist alles digital. Das war schon ein bisschen Arbeit. Also gerade, weiß nicht, weil ihr es jetzt noch im Kopf habt, aber so die Waschhausszene, wo im Hintergrund das große Feuer ist, wo das Waschwasser drauf kocht und so, was du halt immer im Bild hast, das war ein flackerndes Licht im Original. Also ich glaube, das war ein Monat Nachbearbeitung nur das Ding. nur für Beleuchtung, also nur für die Lichterquellen, oder? Na, die haben halt quasi das komplette Feuer nachgebaut und dann die Funken, die hochfliegen und dann muss es ja hinter die Leute sein und wenn sie die Kamera bewegt, muss es mitbewegen. Also das ist zum Glück der Tommy, unser Produzent, der macht genau das beruflich, also 3D-Animationszeug. Von daher haben wir einen unglaublichen Profi gehabt. Aber natürlich, wenn es unentgeltlich ist, wie alles war in dem Film, muss halt irgendwo, wenn einmal Zeit ist, sein und dann zirkt es natürlich ein bisschen. Genau, aber wie gesagt, also am Anfang haben sie uns noch ein bisschen begleitet und nach 2 Tagen haben sie uns eigentlich wirklich freie Hand gelassen. Da haben sie es dann vertraut. Du hast das jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, das Thema Geld und Finanzierung. Wie habt ihr denn das gemacht? Ja, das war, das wird der Olaf auch wissen wahrscheinlich. Es ist ein bisschen zart, wenn du in Deutschland independent drehen möchtest oder ich sage mal generell fernab des Mainstreams. Wir haben, also auch zu dem Zeitpunkt, wo wir die Schauspieler angefragt haben, oder alle angefragt haben, genauso Crew, haben wir gehofft auf Filmförderung. Und wenn du ich mache es jetzt nicht zu lang, weil es tatsächlich unglaublich fades und zartes Thema ist.
Wenn du Filmförderung beantragst, musst du quasi einen kompletten Finanzierungsplan haben. Dann überlegst du so, was bereicherst du für den Film, damit das so ist. Und ich glaube, da waren wir so auf 1,6 Millionen oder sowas. Und dann beantragst du Fördersumme, das sind so 20-30%. Und im Normalfall beantragst du dann 5, 6, 7, 8 Förderungen und hoffst, dass du damit der Geld zusammenkriegst. Das ist eigentlich so der Standardplan. Dann, ich glaube, wir haben 4 Förderungen beantragt, sind von 4 abgelehnt worden. Und dann fangst du halt von vorne an. Dann machst du quasi diese gesamte Arbeit, die wirklich, weil du brauchst quasi von jedem, der mitmacht, brauchst du Letter of Intent, das ist also so Absichtserklärung, dass er mitmacht, wenn das alles passt quasi. Und wenn du dann merkst, okay, du hast kein Geld, dann fängst du halt die Planung von vorne an und schaust, was kriegst du mit. Wir haben so ein kleines Crowdfunding gemacht, ein paar Eigenmittel natürlich, also massiv viel Eigenmittel reingesteckt. Und dann war der Punkt, wo wir 2 Schauspieler gesagt haben, okay, wir haben kein Geld, zumindest nur sehr wenig und ich bin Cornbase, wenn er quasi jetzt abspringt. Und es waren wirklich alle weiter mit dabei. Also jeder Schauspieler von, ich sag mal, bekannt bis unbekannt hat das wirklich für die Fahrtkosten und für was zum Essen gemacht. Und das haben es eigentlich alle nicht nötig. Das war, also ohne das und dieses Entgegenkommen von der Crew ganz genauso. Also es hat keiner Geld gekriegt. Also es sind so Leute wie der Dominik, der uns die ganzen Special Effects gemacht hat, also Leichen und Wunden und sowas basteln, der hat halt seine Materialkosten gekriegt, aber dass der da, glaube ich, insgesamt 200 Stunden Arbeit reingesteckt hat, ist ihm auch nicht gezahlt worden. Also ohne war es nicht gegangen. Krass. Das zeigt aber nochmal, wie viel Leidenschaft das da drin steckt. Ja? Absolut, ja. Ja, und auch für die Qualität von der Geschichte, glaube ich, weil, wie du am Anfang schon mal gesagt hast, die wenn nicht überzeugt hätte, dann hätten wahrscheinlich da die namhaften Leute wie die Christine und der Tramitz da wahrscheinlich nicht ihren Namen dafür hergeben. Vor allem nicht umsonst. Ja, also ich kann guten Gewissens sagen, fürs Geld hat es keiner gemacht. Mittlerweile ist er noch in der Mediathek, weil du hast gesagt, er war schon im Free TV, glaube und er war zeitlang zumindest über die ART-Mediathek zum Singen. Ist er da noch drin? Weißt du das zufällig auswendig? Nein, momentan nicht. Also der war quasi, der ist gesendet worden, ich glaube 26. Oktober und war quasi dann einen Monat länger noch, also so bis Ende November war er in der Mediathek noch. Momentan gibt es ihn auf DVD Blu-ray, ist jetzt quasi, das war ein bisschen stolprig, deswegen, also offiziell sind wir irgendwann, ich glaube Mitte Dezember erschienen, ich glaube effektiv kaufen kannst du jetzt seit Anfang Januar. Seit 4 Tagen machen wir auch Werbung dafür, weil wir das jetzt auch schon mal offiziell mitgeteilt gekriegt haben. Also tatsächlich hat jemand mir SMS geschrieben, hey, ich war gerade im Kaufland, da gibt es deinen Film und so habe ich erfahren, dass er jetzt einen Das gibt's. Es ist aber, glaube ich, nochmal irgendwann geplant für ein BR, dass er nochmal in die Mediathek geht, aber das weiß ich, also mit Termin weiß ich es nicht leider. Okay. Wie läuft das ab? Wie kriegst du deinen Film zum BR oder in der ARD-Mediathek? Der BR, also das macht alles der Tommy, also mein Produzent, Co-Produzent, wie auch immer, wir sind ja gleichwertig quasi, ich weiß nie, wer dann der Produzent und wer der Co-Produzent ist. Das ist ja gar nicht mein Produzent, das hört sich besser. Vielleicht hat's Produzenten, weil es Produzent, das ist gut. Weil es so gleichwertig ist. Sehr gut, ich werde schauen, dass wir die Verträge ändern. Genau, also es läuft alles über das ganze Vertragliche und so, wo ich sehr froh bin, deswegen kriege ich es noch so ein bisschen aus zweiter Hand mit, aber der BR hat, glaube ich, tatsächlich bei uns angefragt und wollte ihn ausstrahlen. Also die haben halt diese ganze Kinotour mitgekriegt, und da waren wir im Landtag noch damit. Sind wir eingeladen worden, was auch schön war. Genau, dann haben die gefragt und dann ist eigentlich so der Deal Ausstrahlung plus Mediathek ist quasi so der Standard. Und alles andere, also die jetzt quasi die DVD und Blu-ray veröffentlichen, ist quasi eine Tochterfirma von unserem Verleih, der uns damals mit dem Kino geholfen hat, mit Booking und Billing, wie man so schön sagt. Also quasi Abrechnung und ein bisschen in die Kinos bringen. Und Streaming ist es dann so der nächste logische Schritt. Da weiß ich allerdings tatsächlich nicht, was gerade der Stand ist. Also hat Netflix noch nicht geklopft? Leider noch nicht. Aber ich glaube, Netflix haben wir auch gar nicht. Also Netflix ist primär wirklich ein qualitatives Problem, weil die, glaube ich, 8K-Auflösung und das brauchen und das, glaube ich, erfüllen wir gerade so um 2% nicht. Also es ist wahrscheinlich dann eher Prime oder was nur so es gibt. Es gibt ja viele gute Anbieter. Ja, eine Handvoll Streaming-Anbieter haben wir ja. Oder 2, ja. Disney Plus, das war laut. Ja, da soll er laufen, das war gut. Marvel's Hundshut. Ja, genau. Du, wenn es zahlen, sollen sie nehmen. Wir haben ja am Anfang schon wieder davon geredet, dass du ja das Bier dazu geschrieben hast. Das ist ja extra veröffentlicht worden. Ich habe es leider noch nicht geschafft zum Lesen. Ich habe es mir aber an der Premiere gleich mitgenommen. Sehr gut. Ich häng noch bei einem anderen Klopfer seit ungefähr 1,5 Jahren. Bin froh, wenn ich den einmal durch habe. Dann steht aber schon Hundwutz auf der Liste. Wie ist denn Unterschied Buch zu Film? Das heißt immer, das Buch ist viel besser als der Film. Wie darfst jetzt du als Autor vom Roman und als Regisseur vom Film das beurteilen? Was ist besser?
Es ist tatsächlich, das klingt jetzt nach Ausweichen, ist aber gar nicht. Es ist sehr unterschiedlich, weil es einfach, wie gesagt, einfach von der Drehbuchversion 1 ausgeht, wo sie einfach im Drehbuch noch viel dort. Also es sind tatsächlich Szenen im Film, die nicht im Buch sind und umgekehrt, logischerweise. Das Schöne ist natürlich am Buch, du hast viel mehr Zeit. Also du kannst viel mehr in die Tiefe gehen, du kannst einfach mal, sagen wir mal, den Plot verlassen und andere Sachen erzählen. Du kannst ausholen, du kannst Rückblenden machen, du kannst alles durch, du kannst, keine Ahnung, dich 10 Seiten mit dem Innenleben von irgendwelchen Protagonisten beschäftigen. Was bei einem Film, sage ich jetzt mal, oder bei einer Geschichte wie bei Huntswood, einfach sehr viel Stimmung dazu gibt, weil ich sage mal, da die Geschichte von Huntswood ist eigentlich überschaubar. Also es passiert was, einer wird geschnappt und am Schluss bestrafen sie ihn. Das ist jetzt nicht der Riesenplot, sondern ich glaube, das Spannende an Huntswood ist diese ganze Dynamik und diese ganze Atmosphäre, zumindest haben wir das versucht. Und das kannst du im Buch anders machen und hast halt einfach, wie gesagt, wesentlich mehr Zeit. Das ist, ich glaube, dass das schön ist, wenn du einen Film schon kennst und dann das Buch liest und hast gleich Gesichter im Kopf. Ja. Ist auch andersrum schön. Was ich interessant finde tatsächlich, dass die Zielgruppe anscheinend komplett unterschiedlich ist. Also ganz viele Leute, die den Film gesehen haben, wissen nicht, dass es Buch gibt und umgekehrt. Finde ich schön und interessant, wie unterschiedlich. Also ich sage mal, beim Film merkst du schon viel, das ist so Tramitz Neubauer Fanbase, also ich sage mal eher so 40 plus, 50 plus. Die ganze Buchkäuferschaft, zumindest die mitkriegen, was auf die sozialen Medien sind, ist deutlich jünger und deutlich weiblicher, ist mir aufgefallen. Also das ist auch interessant und freut mich natürlich, wenn die Geschichte ist, die beiden Zielgruppen gefällt. Ich glaube sowieso, dass allgemein Frauen mehr lesen als Männer, weil Männer in der Regel Deppen sind. Ich glaube, Frauen geben es auf jeden Fall eher zu. Ja, das kann vielleicht auch dazu kommen. Das kann natürlich auch dazu kommen. Als Mo sagst du, was, Bier lesen, ich bin doch nicht dumm. Ja. Es gibt ja Hörbuch auch, wenn wir. Ja, schön, ja. Was sagst jetzt du? Es gibt ja, glaube ich, auch, wir haben uns schon mal kurz unterhalten, geschichtlich ein paar Unterschiede, Film zu Buch. Rendiert es beides zu lesen und zu schauen oder das jetzt selber so, ist wahrscheinlich für dich ein bisschen schwer zu beurteilen und du möchtest natürlich. Ich wollte gerade sagen, Fox ist ein Autor, oder? Ich wollte gerade sagen, du möchtest natürlich, dass beide Werke verobrocht werden, aber sind die Unterschiede so maßgeblich, dass du sagst, das rendiert sich auf alle Fälle, dass man sich beide Sachen heim tut und auch als dummer Mo zugibt, dass man Bierchen liest? Also wenn man es wegen die Unterschiede macht, dann nicht, weil die Geschichte an sich ist dieselbe. Es sind so Kleinigkeiten drin, wie im Film sind zum Beispiel der Metzger und der Jäger Brüder. Im Buch sind es, weil das die Ursprungsversion war, quasi Onkel und Neffe, weil da habe ich noch ein bisschen was mit dem Vater mit drin, was im Film nicht vorkommt und so weiter. Und es gibt im Film eine Figur mehr quasi in diesen ganzen jugendlichen Konstellationen, was wir fürs Buch einfach ein bisschen eingestampft haben, weil du halt nicht das Gesicht hast, sondern immer bloß die Namen und dann je weniger, desto besser. Aber das ist wurscht. Also es erzählt grundsätzlich dieselbe Geschichte. Sag mal, wenn man jetzt sagt, hey, die Stimmung hat mir gefallen und davon möchte ich gerne mehr, dann möchte ich noch ein bisschen tiefer rein, dann ist das Buch auf jeden Fall sinnvoll. Aber es passiert dasselbe. Es geht nicht anders aus und du erfährst wieder nicht wieder mit, aber Kommt sie fix noch, ich möchte es wirklich wissen. Das macht mich ganz irre. Du musst auf Teil 2 warten. Auf die Miniserie. Die ist dann bei Netflix. Ja, die ist bei Netflix. Genau. Hundswut, die Rache. Ja, genau. Jetzt noch wütender. Ja, das haben wir als Gag immer gesagt beim Dreh, dass man die Rache des kopflosen Köhlers dran als nächstes. Passt, ich bin dabei, ist jetzt wieder im Kino. Sehr gut. Außerdem macht mich wieder so fertig wie der erste Teil, weil, also ich muss schon sagen, die Stimmung nach Hundswut, die war schon sehr getrübt. Das war schon, also der Film ist wirklich extrem harter Tobak gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja auch völlig blind in die Premiere gekommen. Wir sind eben gefragt worden, ob wir kommen wollen. Und dann haben wir nichts gedacht. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, das wird wahrscheinlich wieder so ein Leberkas-Kasala-Drama mit dem 48. Eberhofer-Teil sein. Naja. Und dann sitze ich da drinnen und denke mir danach, ja, und jetzt fahr ich heim und fahren oder was soll denn das eigentlich? Also echt übel hartes Thema gewesen für mich. Ja, ich glaube, weil du das nicht mehr gewohnt bist. Also das möchte jetzt nicht filmhistorisch werden, aber letztendlich bist du es ja eigentlich nur noch gewohnt, dass du Drama siehst. Also lustiges Drama oder sonst irgendwas, aber du hast immer Konflikt wird aufgelöst, alles passt oder passt halt nicht, aber auf jeden Fall hast du ein Ende. Und ich sage mal, die Tragödie, die klassische, dass du quasi als Zuschauer, als Leser, was auch immer, ein Problem bekommst und dann musst selber was mit rausnehmen. Das kennst du nicht mehr, weil das gibt's einfach seit 30 Jahren nicht mehr, weil das einfach nicht Mainstream ist und alles, was nicht Mainstream ist, verschwindet halt irgendwann. Da musst du suchen danach. Ja, mir hat das und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, da war es gar nicht schlecht, dass ich vorab schon ein paar Worte zu dem Film verloren habe. Man hat sich dann ein bisschen drauf einstellen können und ist nicht komplett in
ins Hexenrad eingelaufen. Oder in Hexenhammer, so, oder Carsten, gell? Ja. Da würde es mich echt interessieren, wenn man irgendwo war, in einer Gruppe oder in irgendeiner Vorstellung war ich gerne dabei gewesen, in der das Publikum nicht darauf vorbereitet worden ist. Das hätte ich gerne erlebt, weil ich glaube, da sind einige ziemlich vom Kopf gestoßen gewesen. Ja, also es ist mir ein bisschen zugetragen worden, weil natürlich kriegst du primär über die Social Media Sachen, das läuft da jetzt bei mir auf quasi, weil ich es alles mache. So groß sind wir noch nicht, dass wir da Personal haben dafür. Da kriegst du ein bisschen die Rückmeldungen. Ist aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, relativ wenig Negatives gekommen, weil im Kino, glaube ich, da bist anders dabei, da schaust du einen Film an und das kenne ich ja von mir selber. Also ich schaue mir einen Film im Kino anders an, als ich es daheim da, weil dann bist du halt doch mal wieder am Handy und wurscht, wie viel Cineast du bist. Ja. Und da lassen sich die Leute, glaube ich, eher drauf ein und dann kriegst du eher die Rückmeldung, wir haben nur 2 Wochen darüber geredet quasi und ich habe mir dann tatsächlich nochmal angeschaut und so weiter. Also ich glaube, dieses Nachdenken, dieses Hängerbleiben, dieses nicht sofort beim Rausgehen und Popcorn wegschmeißen, schon wieder vergessen, was du eigentlich gerade angeschaut hast, das, glaube ich, hat funktioniert. Und das ist eigentlich das Wichtige, wenn ich einen Film machen wollte, der jedem gefällt, dann müsste ich andere Filme machen. Also das war klar, dass das bis zu einem gewissen Punkt spaltet. Ich habe sogar gedacht, ehrlich gesagt, dass das noch wesentlich mehr spalten hat. Also bin in der Hinsicht beeindruckt, wie gut das so gekommen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, glaube ich, sagen zu dürfen, ganz arrogant, der kaum wurscht ist. Egal ob positiv oder negativ. Glaube ich auch so, ja. Da würde ich auch so sagen. Also, da wenn du rausgehst und dir ist das scheißegal, dann hast du allgemein vielleicht andere Probleme. Das kann sein, wo du nicht gleich aufpasst. Ja, oder so, ja, genau. Ja, und er ist ja da irgendwie, auch wenn er der Film spielt in 1932, aber er ist trotzdem in meinen Augen vom Geschehen her einfach top aktuell, wenn man sich die jetzige Zeit anschaut, was passiert, was die Leute glauben, was nicht glauben und so weiter. Also ich finde, den kann man ganz gut in die Moderne projizieren und vor allem in die jetzige Zeit bei uns und überall eigentlich. Leider, ja. War das ein bisschen geplant, dass du so dieses jetzige Zeitgeschehen in den Film mit einbringst oder ist das zufällig gewesen? Ich habe ein bisschen gehofft, dass zu dem Zeitpunkt, wo er dann fertig ist oder erscheint, das nicht mehr so tragisch ist, wie ich es damals empfunden habe, dass es einfach noch krasser geworden ist und du inzwischen halt irgendwelche, um es ganz aktuell zu sagen, irgendwelche AfD-Parolen einfach bei der CSU auch schon findest. Ja. Das habe ich gehofft, dass es nicht so war. Und ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt einen Film und dann habt ihr alle das daraus gelernt und dann wird es bessere Menschen, weil also da müsst ihr selber andere Menschen, also irgendwelche Moralbotschaften verteilen dürfte oder irgendwie als Lehrer auftreten dürft. Aber grundsätzlich schreibe ich halt über Sachen, die mich beschäftigen und natürlich nehmen wir es einmal ganz allgemein, Politik beschäftigt mich oder das schlicht und einfach das Zusammenleben von Menschen in Gesellschaften. Ja. Und natürlich fließt das mit rein. Und ja, ich glaube, da kommst du nicht ganz aus. Also wie gesagt, wenn man eine andere Art von Film macht und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Also ich finde, eine Komödie ist auch mal gerne vollkommen dumpfe Komödie, wo ich 90 Minuten blöd lache und dann ist es vorbei und dann mache ich das nächste. Also ich habe das nur solche Filme geben sollte, aber ja, ich habe halt so einen gemacht und dann, glaube ich, kommst du nicht aus, dass du das Aktuelle mitverarbeitest. Ja. Schön war es auf alle Fälle, wenn Leute was mitnehmen aus dem Film und was lernen. Ja, finde ich. Auf andere Plattformen funktioniert es nicht mehr so gut mit dem Lernen und die Plattformen werden ja jetzt auch nochmal reduziert, was Wahrheitsgehaltsprüfungen angeht, dass man vielleicht wirklich was Gutes lernt. Darum schaut euch Hundsmut an, kann man was lernen draus, wenn man kein total Volltipp ist. Finde ich auch so, ja. Was steht jetzt für dich als nächstes auf dem Plan? Also abgesehen von Hundsmut 2? Ja, abgesehen von Hundsmut 2. Jetzt noch wütender. Genau, das ist eigentlich gut. Gell? Es ist lustig, weil ich habe, jetzt muss ich noch mal kurz, bevor ich antworte gleich. Wir haben, wie gesagt, diese Kinotour gehabt und immer wieder danach dann Gespräche und ganz oft, ja, also entweder ich weiß, wer es war, das ist ganz oft gekommen, oder ja, ich habe eine Idee, wie es weitergehen kann und das habe ich eigentlich immer so lächelnd mir angehört quasi. Und einer hat dann wirklich mal eine Idee gehabt, wo ich mir gedacht habe, das kannst du tatsächlich machen, das war eine coole Geschichte. Und dann habe ich es wieder vergessen. Okay. Also wenn es derjenige hört, sag's mir nochmal. Vielleicht machen wir es dann. Er wird in die Credits erwähnt, oder? Dann dafür. Genau, auf jeden Fall. Das ist ein Co-Autor. Um es ernsthaft zu beantworten, ich habe ein paar Sachen in der Pipeline, wie man so schön sagt. Das ist noch nichts konkret, wo ich sagen kann, das wird nächstes Jahr draht. Weil, also ich möchte das nicht Filmförder-Bashing oder generell ein Anprangern der deutschen Filmlandschaft machen. Das, glaube ich, wisst ihr und weiß ihr, der mithört bei euch, wie der Stand ist. Aber wir probieren und wir schieben in die richtigen Richtungen. Was es schon gibt, wo man so ein bisschen schon was sehen kann, wenn man auf meine sozialen Kanäle mal schauen mag.
Exit Berlin wird das Ganze heißen. Das ist gerade das, was am konkretesten wird. Ein schöner kleiner Film über eine nächtliche Taxifahrt und Verbrechen und Verfolgung und sehr independent und sehr klar, trotzdem mit einer bekannteren Schauspieler bis jetzt und ist noch nicht fertig besetzt, vielleicht tut sie noch was. Aber das ist auf jeden Fall so, das wollte ich schon länger mal machen und jetzt ist es ein bisschen ausformuliert und ich habe die richtigen Leute gefunden, die mitmachen wollen. Und das, glaube ich, wird sehr schön und das wird so das konkrete nächste wahrscheinlich. Okay, hast du dann auch wieder vor oder in der Planung weiter Bücher zum Schreiben? Das gibt es tatsächlich auch schon. Das ist tatsächlich das zweite, fertig noch nicht, aber schon im Lektorat. Aha. Also das wird im Herbst diesen Jahres wahrscheinlich erscheinen. Ja, okay, bin ja gespannt, muss ich mir auf alle Fälle die Augen offen halten. Wenn du weiterhin bekannte Schauspieler brauchst, du kannst da immer Viva la Movolution anfragen. Wir 4 sind mittlerweile bekannt. Den mache ich auf jeden Fall. Also einen von euch kenne ich ja quasi schon vor der Kamera. Ja, schau. Ja. Wenn der Rest sich halb so gut durchsteht, nur dann passt sie. Naja, der Kani war ja im letzten Ittenbach-Film nicht. Ja, also ja, nur Profis. Ja, ich bin aber so ziemlich die einzige Szene gewesen, die rausgeschnitten worden ist. Das macht nichts, mitgespielt hast. Ja, schon. Dafür bin ich in einem anderen Nittenbach-Film, da sieht man mich Wo den eingeschnitten dafür. da sieht man mich von hinten. Ja. Und ich war schon in dem ein oder anderen Brandl-Film dabei. Also, Oh, das ist schön. Ja. Also hast du mit der Elite schon gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, meine schauspielerische Vita, die ist schon sehr hochkarätig. Ja. Ich habe gedacht, ich habe mal ein Konzept mir überlegt, tatsächlich für einen Splatter-Film. Ich dachte, dann legst du Mittenbach mit die Brandl so. So in dem machen die Kinder es besser. Die sollten doch froh sein, wenn diese Underground-Community wieder ein bisschen wachsen hat. Die ist ja komplett ausgestorben mittlerweile. Ja, aber ich bin jetzt wirklich schon eine Zeit lang raus aus der ganzen Sache, aber ist nicht, wenn eine Underground-Film-Community noch funktioniert, das dann eher diese Horror-Splatter-Community? Also da kriege ich immer am meisten mit, da ist noch was passiert. Ja, schon, aber ich meine, so wann waren es denn so in die 90er oder selbst, da war das alles ein bisschen aktiver und größer. Gut, jetzt hat natürlich durch das der Ittenbach auch wieder die Bühne betreten hat, kann sich vielleicht ein bisschen was rühren, weil der hat ja auch, glaube ich, schon einen Film fast gleich angefangen zum Weiterdrehen und der hat schon den dritten im Kopf. Der Mechert, der hat jetzt anscheinend wieder ein bisschen Bock, aber ansonsten ist ja die Szene, so viel kriegt man nicht mehr mit. Zumindest die jetzt auch nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich bin gar nicht mehr so stark im deutschen Underground-Splatter vertreten. In Ittenbach, da bin ich natürlich am Start. Ja. Da war ich schon immer Fanboy von seinen Sachen. Ja, ist ja Legende. Das ist auf alle Fälle, ja, aber da ist eine Luft nach oben, sagen wir mal, bei den neuen Sachen. Er soll in Zukunft nicht gerade mir ausschneiden, sondern ungefähr die Hälfte von dem Zeug, was er draht hat, dann haben wir gemütliche 1,5 Stunden. Ich fühle mich nicht persönlich beleidigt. Genau, nicht 3. Und dann das passen. So, jetzt noch ein Ding, was ein Name werden kann, oder manche auch schon ist der Simon, der bei uns auch schon hier, also drum hört euch die erste Folge mal vor, wer bist denn da? Da haben wir einen Simon da gehabt, der die Gardens of Gore gemacht hat und Backwood Camp Massacre, Satanic Suffering ist in der Mache und jetzt Traces of Snuff rausgekommen. Der Typ macht geile Effekte, ist eine coole Folge, hat coole Geschichten zum Verzeihen gehabt, weil er halt seine Effekte selber macht und dann von der Polizei aufgehalten wird mit einem Haufen Leichenteile im Auto. Das kenne ich. Also eine Handvoll Leute gibt's noch, aber irgendwie ist das gefühlt die letzten 20 Jahre ziemlich mau geworden, der deutsche Splatter Underground. Drum, dann wird's wieder Zeit. Wenn du eine Idee hast, dann gib ihm. Vielleicht suche ich mir einfach ein paar Profis raus und dann schmerzt mal. Vielleicht kannst du eine Kooperation machen mit die Brandl so mit Mittenbach. Ja, bestimmt. Ja. Also ich sag da großes Potenzial. You heard it here first. Ja, genau, you heard it here first. Du schreibst eine Geschichte, weil du schreibst gute Geschichten über einen Splatter, also wirklich einen Splatterfilm mit Tiefe. Na? Und die anderen zwei übernehmen dann ein bisschen Location Scouting, kann der Ittenbach ein bisschen machen, weil da ist er auch recht der Hundling. Kennt aber gute Kiesgruben. Genau. Und dann, oder halt einfach Hundswut 2, jetzt noch wütender als Blätterfilm. Man hat ja schon. Ich gebe einfach die Namensrechte frei und soll jetzt machen, was wollen. Ja, was möchtest du jetzt? Du bist jetzt fertig damit, weißt du, was möchtest du? Ich bin jetzt durch, ist abgefrühstückt, jetzt soll ich das andere nehmen. Ich habe schon einen Film draht zum Verkauf ausgekaut, also was möchtest du jetzt mit dem Zeug? Genau, Millionär. Millionär, genau. Ich sage der Daniel hat die Kamera an, wie er auf seiner Yacht gerade sitzt und sie im Hintergrund Kaviar schon wieder bringen lässt. Das erklärt warum sonst keiner Geld gekriegt hat. Ja, genau. Du irgendwo muss sie, diese horrenden Summen, die wir da eingenommen haben.
Ja. Gut, ich würde sagen, also ich bin fragentechnisch soweit durch. Seppi, hast Ja. du Neugierde an Daniel sein Werk? Nein, Also ich bin Neugierde ziemlich- hast du sicherlich, aber hast du noch aktuelle Fragen dabei jetzt? Nein, ich bin ziemlich durch. Also war sehr ergiebig, habe viel erfahren, was mich gejuckt hat. Schönes Gespräch. Ich kann es auf alle Fälle auch gerade, also von mir nochmal eine volle Empfehlung an dafür, dass man sich Hundswut anschaut und wahrscheinlich dann aus Bichi wird auch eine volle Empfehlung von mir kriegen, wenn ich es gelesen habe. Aber mir hat der Ja. Film damals im Kino überfahren. Vollgas. Ich war auf sowas nicht vorbereitet. Das Thema ist bierernst und es ist so unangenehm, wie dieser Film ausgeht. Finde ich geil, für sowas gehe ich ins Kino. Und noch geiler finde ich, dass es aus der deutschen und dann aus hier dieser kleinen bayerischen Ecke kommt, so ein Werk. Also mir hat das, ich bin ein Riesenfan. Und da ich jetzt gehört habt, dass er schon auf Amazon drin ist, wird mein Doing nach dieser Folge sein, diesen Film zu bestellen. Das freut mich sehr. Der muss ins Regal rein. Ja, nein, freut mich, wenn er gefallen hat. Absolut, ja. Also ich war begeistert. Weiterhin freut es mich, dass du jetzt bei der Folge mitgemacht hast, dass er Sieg hat. Finde ich sehr geil. Wenn die nächsten Werke draußen sind, dann möchte ich, dass wir uns da wieder hören. Ja, gern. Unbedingt. Wenn du wieder Filme traust, dann möchte ich, dass du uns schreibst, du brauchst professionelle Schauspieler. Wo Ihr seid seid, ihr? also, Wo ihr seid seid jetzt ihr? fest gebucht. Ich habe euch quasi schon als, was haben wir vorhin gesagt, Premium-Nebendarsteller. Genau, Ihr seid genau. schon verbucht. Perfekt. Genau. ich kann in der Regel, bin ich auch gut Cockdouble. Gut. Da bin ich auch gut, ja. Aber Ich schau nicht, mal, ob ich es im Plot irgendwo unterbringe. Zur Not schneiden wir es einfach mit. Ja, irgendwo rein. einfach mit- als Wie Pause. bei Fight Club halt einfach. genau, Ja, genau wie bei so. Fight Club. Genau so. einen kurzen, Nur länger. einen kurzen Mikropenis reingehalten. Herzlichen Dank, dass du da warst, Daniel. Super. Ja, danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Und dann wünschen wir dir weiterhin sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und ich freue mich auf weitere Alvarenga Productions. Unbedingt. Ja, ich mir, wenn es soweit ist. Sehr schön. Dann mach's gut. An alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Interesse daran habt, wir posten auch einen Link zu die Filme hier in die Shownotes. Der Link für das Musikvideo, was mit dem Seppi gemacht worden ist, das werdet ihr auch in die Shownotes finden. Gell, Ich Corby? rechnet mit Tausenden von Klicks jetzt. Das will ich hoffen. Und dann nochmal der ganz dringende Hinweis von mir, schaut euch verdammt nochmal Hundswut an. Der Film ist es wert, gesehen zu werden. Soll ja so. Dann, Daniel, ich hoffe, wir hören uns wieder. Seppi, Auf jeden merci, Fall. dass du dabei warst und ich die heute nicht anschreien hab müssen. Sehr schön. Und danke an alle. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut. Wir lieben euch. Küsschen aufs Nüsschen. Wiederschauen. Baba. Servus.